Guten Abend bei Dickrich TV. Haut mal ein aus dem Conservatoire National de Véhicule Historique. Ein Mai hat eine neue temporäre Expo gefangen. Eleganza su Strada weist die ganze Entwicklung von den italienischen Gefährten am 20. Jahrhundert. Bis den 10. Mai 2026 steht ein Autos-Museo am Zeichen von den italienischen Gefährten an ihrer Entwicklung. Das ist doch eine Hommage und Eleganz für klassische Modelle wie der Lancia Lamba von 1930 oder der Fiat 500 Topolino von 1938, die den Übergang von der manueller zur industrieller Produktion weisen auf die Exzellenz von dem ganz freien italienischen Automobilbau stehen. Fehlen dürfen natürlich auch nicht die Chevy Vespa, die gleich mit 6 Modellen vertreten ist. Eleganza su Strada vergisst aber nicht auch die mehr banal Gefährten. Motorräder, das war von den wichtigsten Transportmitteln direkt im Krieg, weil die Leute wollten einfach raus, wollten nämlich daheim bleiben. Auto war noch relativ teuer und dafür sind auch einfach eine extreme Masse an Motorrädern entstanden. Und dafür haben wir dann eben geguckt, für so von all Jahrzehnten oder so, aber Autos zu holen, die wirklich exemplarisch dafür auch stehen und wo ihnen dann auch Gefühl hat, ja, wir sind in Italien. Besonderschen Highlight von der Ausstellung ist den italienischen Motorsport als ein bedeutend Autoren. Marken wie Ferrari, Maserati, Ducati und Aprilia. Auch dabei ist Angelini Modena, den der Nicole Kobemol gefahren hat. Der frühere Lützeburger Rennsportfahrer kriegt übrigens auch ein ganz Vitrinemusee zur Verfügung gestellt. Ich meine, wenn wir aber Lützeburger Automobilfahrer haben, die wirklich gut Kurse gefahren sind, dann muss ich daran ein Lützeburger Musee, dann auch Automobilsmusee für dann auch ein bisschen würdigen. Und dann Ende des Jahres ist angepeilt, für das auch nach einer Ausstellung über den Grand Prix de Luxembourg abgeht, zusammen mit Cooper, den den Grand Prix 51 gewonnen hat. Und von Luchtauto von der Grundischer Charlotte oder von ihrer Familie, wie sie eben 1940 an Amerika geflüchtet sind. Für den Weekend vom 13. Dezember ist darüber heraus auch eine Präsentation vom Buch F40 vom Ferrari-Ingenieur und Schriftsteller Gianluca Pico geplant, die für die Gelegenheit doch selber sur Platz kommen. Am Jahr von Eleganza su Strada geht als auch über die Expo heraus Nismunches geboren. Einmal am Jahr sind die ganzen Museen zu Dickrich gratis, ob das sogenannte Lumo Days. Den Autosmusee konnte das Jahr wohl nicht mehr machen, weil das Haus für die neue Expo umgebaut wurde. Trotzdem bietet Dickrich als Sache Museen ein interessanter Mix, den immer für viel Interesse sorgt. Museen zu Dickrich werden sich tags vergisst zu Lützeburg. Da sind Lumo Days eine willkommene Gelegenheit für mal am Fokus vom nationalen Angebot zu stehen und dann mit Animation für Aufmerksamkeit zu suchen. 20 Jahre haben sie dafür am Militärmusee de Quadriga Club auf Besuch, der 400 Leute an die richtige Ambiance bringt. Wir haben heute die amerikanische Kirmes organisiert, die wir schon die letzten 4 Jahre organisiert haben, und das Jahr eben ein bisschen mehr groß gehen. Und wir haben noch ganz viele Spiele für die Kinder organisiert, zum Beispiel muss Mine sichern, muss Granaten schießen und muss Morsen. Und die Kinder sind ganz froh, weil wir dann noch jeder in dem Atmos kriegt dann noch ein kleines Kado. An die kommen, sie begeistert von dem, was der Militärmusee geboten wird. Und sie dadurch noch gratis zu Gesicht kriegen. Well, I think this is a very beautiful museum. We're very happy we can visit it, and especially since we're Dutch, we're very happy it's for free. We haven't visited any other museums in Dickrich, but I especially come here with my family because I'm interested in the history of the Battle of the Bulge. Ich wollte im Museum gucken kommen, weil einer der schönsten ist von der Ardennenoffensive. Und das ist einfach interessant, eben die Geschichte kennenzulernen, was hier im Land 1944 von der geschieht ist. Ich ging so Südfriesel gucken, zum Jungkleid, weil überall nur im Krieg ist, die sollen sehen, was geschieht an der Welt. Ich fand das wunderschön und gut erklärt. Am Geschichtsmuseum
Musiwer deems probieren all Jo rappes Neues ze fanne fir d'Leit unzulacklen. Dëst Joer war dat de Flotte Rallye duch de Musee. Bei de Lodays los man immer etwas ganz Extras auffallen, weil das ja auch in der Familie können an de Musee kommen, also solle Fre tun. Und darum ist das Jahr immer etwas ganz Extras auffallen gelos, und zwar zählen wir über als Hausgespenst. Und das ist im Fond ein ganz Flotbroschüre auf Deutsch, Französisch, Englisch und natürlich Lützeburgisch, wo als Hausgespenst sein Musee bisschen von sich aus erzählt, aber wo Stickeren da können angepasst gehen, wo ihr gesagt was hat auf den verschiedenen Niveaus der Musee zwafft. Besonders Eltern appreciieren so no Geburt, dat kann motiviert eng Museestour begeistert durchzuhallen. Aber auch ohne Gespenst sie begeistert von dem, was den Heize Gesicht kriegt. Was mir enorm gut gefallen hat, dass wir mal zu gesehen, wie die Kirche mal ausgesehen hat, wie die Stadt abgebaut war, wie das Ganze sich entwickelt hat, wie es Krieg neu abgebaut ist. Die ganze Geschichte und insgesamt die Atmosphäre gefällt mir enorm gut. Ich fand es super, für dass ihr auch mal irgendwo hingeht oder hier könnt, wo ihr nach Fedro nicht war. Andere Optionen gesagt und auch mal mit der Kamera etwas erhält, wo ihr noch nicht so viel gemacht hat. Ich fand das immens flott, weil er ganz viele Interaktivstationen hat und ist ganz modern und hat trotzdem aber eine gewisse Atmosphäre und irgendwie ist alle Etagen aber anders. Das ist, wir haben schon 3 Etagen geguckt, also sind wir auf die -1 gekommen und heute ist es noch ein komplett etwas anders, weil heute Krypta ist und voilà, heute haben wir wirklich gefühlt, wir tauchen ein bisschen mehr tief nach an die Geschichte an. Ich fand die Lumo-Days sind am Anfang eine gute Initiative, einfach für die Leute zu motivieren, an die Museen zu kommen und vielleicht auch verschiedene Museen innerhalb von einem Dach aufzuklappern. Ja, voilà, die Spitze steht auch perfekt an, weil den halt direkt Purmuseen hat, die dann kann innerhalb von einem Dach gucken gehen. Also, komm doch mal ruhig ein Kehr an die Museen auf die Krisch, wenn es nicht gratis ist, das absolut der Wert. Nationalfeiertag ist nicht mehr weit. Dem nur so Tradition, dass am Vierfeld vom großen Tag der Bürgermeister aus der Gemeinde Furt und Volle kriegt. Der Herr dürfte dem Charles Weiler Singerspruch für den Nationalfeiertag 2025. Leif die Bierger. 23. Juni, als Nationalfeiertag, ist für uns alle gut ein wichtiger und ein schöner Tag. Das ist der Moment, wo wir zusammenkommen, für das Land, als Freiheit, an eise Maden zu feieren. Gerade an Zeiten, wo die Welt rundherum uns mehr unsicher ist. Das ist ein ganz spezieller Nationalfeiertag. Das ist der letzte mit dem Grand du Corps unterstützt vom Staat. War 24 Jahre Staatschef, den sich durch Menschlichkeit, Verantwortung, Gefühl an Dignität ausgezeichnet hat. Dafür so mir im Haut ein ganz großes Merci ihm und auch der Grand Duchesse. Am Oktober wollte Großherzog Guillaume offiziell Troll vom Staatschef, mit aus seiner Seite der Prinzessin Stephanie. Sie verkörpern eine dynamisch, bürgerliche und moderne Monarchie, die die Werte und Traditionen von unserem Land mit weiterem Leben füllen wird. Wir freuen uns auf die neue Etappe in der Geschichte von unserer Monarchie und wünschen heute schon dem Großherzog viel Glück. Heute zu Dickrich und darüber sind schaufrisch, ganz stark zusammenleben. Egal ob Lützebäuer oder nicht Lützebäuer. Wir haben zusammen und wir respektieren und unterstützen uns da, wo es nötig ist. Diese Geist vom Mitnehmen, vom Respekt, vom Zusammenhalt und Solidarität ist der wichtigste Bestandteil von unserer Identität heute zu Dickrich. Und etwas, was stark mischt, und worüber wir aufrichtig sein können. Als Chefrat setzen wir uns dafür an, das Zusammenleben noch mehr stark zu machen. Mit neuen kulturellen Manifestationen, mit neuen Events wie dem Eselsfestival und der neu belebten Dickrich Plage. Wir wollen Plätze schaffen, wo Menschen sich begegnen. Großer Klang, junger Mann, jung, für sich kennenzulernen, sich auszutauschen, auf Flotmomente zu schaffen und mit ihnen zu teilen. Auch die Bürgerpartizipation wird weiter ausgebaut und gestärkt. Das partizipative Budget steht dabei symbolisch für eine Politik vom Nullausstellen, vom Dialog und dem Mitnehmen. Zusammen mit dem Projekt #Neudickrich als deklart Bekenntnis für mehr Transparenz, mehr Demokratie und mehr Bürgerbeteiligung in unserer Gemeinde. Wir versprachen, das wir wollen zu gehen, und wir halten Wort. Ich will euch alle gut von ganzem Herzen merci sagen für das Engagement,
Vertrauen a fir de starken Zusammenhalt, den er se zu Dickrich auszeechen. Komm ich vor weiter so, ze summen fir Dickrich. Ech wënsch nech alle goer am eng persenschen Numm, an am Numm vum Schaffener Gemengerot, e Schein national Feierdag, a vill flott Momente mat dere leefste. Wief de Grand Duc, wie Flötzburg, a wief Dickrich. De City an Eventmanagement Service vun der Gemeng regroupéiert zanter dësem Joer de Service vun der Kommunikation an Marketing an de Service kulturell, dé se schon ëmmerem Eventra fester zu Dickrich gekëmmert huet. Di hannen run de ganze Festivitéiten zu Dickrich neien Elan ze ginn an des och nobausen gut ze vermitteln. mat 2 Leiit méi am Service krit Sach Driff, Präparative fir Nationalfeierdach a de neidikricher Plage lafen op vollen Touren. De City an Eventmanagement Service vun der Gemeng huet Moment all handvoll ze dien. Gleich en ganz Reif vun der festeren Eventer muss preparéiert a kommunikéiert ginn. Fir op den Virowen vun Nationalfeierdach vu dës Jo eng Partineierungen usteen, well den Dach op Sondesfeld gouf sech iwwerluecht fir ass dem Follegsfest och e Fest fir die ganz Familie ze maen. hunn Karussell mit Kemesboden do an mir hunn noch Changeloren an Artisten, die do optreten. Den Highlight ass awer Nicki Ninja. Nicki Ninja ass eng Rapperin, die mat den dickesche Schulklassen 2024 en dickescher Rap kreiert. Deget Live-Performance an kann op der ganze Platz sinn invitiert mat ze sein. Die Krech, da das méch stark. Ech geh mein Koch im Kafe, fir d Kavalkat. Die Krech, ma Gesel op der Kirch. Mir fi do den Herre Bierch. Nicki Ninja! Dat alles fënnt also nommetes op der Klosterstadt wot natielech och an die gewinnte Neesstand vun de Vereiner gëtt, gradéi vu 7 € wesun die bekannte musikalisch Animatioun. An dann 10:30 de Fakelzug. Eng Weiterrennerung ass trotzdem fir mi spéit geplant. Den traditionelle Fakelzug muss sinn, lässt ja mat dat Drone schon immense Suse hatten. Hummer gedech mé gifen des nach en Drpp setzen, myn de paar Drone méi, an mir kennen die Bilder méi animéieren, mat engem 3D-Effekt, a mat plus méi dynamisch Musik méi du muss der Kocker kommen. Da muss ich selber erzählen. Die ganz groß Novotéit zu Dickrich, dat wird awer de Stuart Plage sinn, fir déilo komplett neid Konzept ausgeschafft gouf. Mat neiem Look, neiem Logo an neiem Numm. Den D am Numm steht fir Dickrich, an hieft ze Stoffe farflech of. Nief dem visuelle Changement soll awer vir allem Haiewell rondem Dauerreppes Gebuerde ginn. Plager immer op, ja, gët ke Ruhe da an dem sinn, dat an der Woch all da op vun 2 bis 7 an de Weekend bis enger. Stummer wg vu bis Beachvolleyball Schnupperkoren zu summe am lokale Club. Wir hunn Afterwork, mir Konzeren, mir hunn Cocktailworkshoppen, och mam Klinger Illi haiers Kaffee Mich. Du hast fir bisssen fi Vereen bis vorbei. Et gëtt also nach so Munches zu organiiséieren am City an Eventmanagement Team. Spannung deklem zu loes. Wir sinn lo genau 8 Wochen fir Ufang vun der Plage lo opgeht. An lo kënnt die heise Phase. Also lo si am gang gin lo bis nervös, lo kommen Entschädungen, die muss getroffen gehen. Sachen, die man da muss geplant gehen an ja, geht los spannend. Trotzdem soll de Spansi verweien. Vierfred as op alle Fall groß, wird jo Rappes wirklich Innovatives fir die Krigent stoen. Auch schon beim großen Opening den 18. Juli können Leute sich freien, ob e Part de Mëttes 5 Uhr vun der Gemeng aufreiert gëtt. Gerade wie op eng musikalisch Animation vom Feinsten. Meine großen Headliner sozusagen, C2Tree kennt auch auf den Opening. Und dann geht es mal mit DJ Skid weiter bis 1 Uhr nützt. Und dann haben wir auch verschiedene Animationen sur place, so einen kleinen Cocktailbar, die ganz amüsant ist, wo ich denke, dass Leute auch viel zu gucken und zu schmecken werden haben. Und voilà, wir noch die Lokalclub, die dann erst Getränke verkaufen. Das ist der Volleyballclub, sie verkaufen Getränke. Und der Fußball, sie verkaufen dann Essen für die Leute Set, dass sie natürlich auch nicht hungrig an den Duschstrich hingehen. Also den 18. Juli unbedingt am Kalender androhen. Das ganze Programm von der Plage fand ihr auch auf der Facebook-Seite Plage zu Dickrich.
Da steht nach een Einheit Night Event und dat Geschäftsleute an de Syndikatinitiativ an Zusammenarbeit mit der Gemeinde organisieren. Und zwar soll das Jahr am Kontext vom Eselsfest den 28. Juni am Park ein Eselsfestival entstehen, wo der 27. und 28. Juni auch für den Strassenmarkt am Zentrum organisiert gehen. Den nächsten Tag ofes als dafür für musikalische Animation am Zentrum von Dickrich gesucht, und zwar am DJ Siano von Dickrich. De Rivellino Marciano als de geborene Musiker. Den DJ, Musiksproduzent an Dancer heiert er sech net gut op den 2 Ohren, wat durch eng Krankheit der Sänger Kantheet kënnt. Aber seng Leef zur Musik huet ze schon ganz frei gewissen, as eng Mam huet hien dobei immer stark unterstützt, huet ihm lang Michael Jackson Placken hemgeschläft und denen hien sech regaléiert huet. Later, I actually got more into hardcore music. That was very popular in the Netherlands. And yeah, with the time I became a dancer, of course, because that was actually because of my neighbors. They were hardcore DJs, and they invited me once to join them to a youth house party. And there I started dancing in front of the people, and I liked the attention from the people, so I was like, yeah, I want to do something with this. And so, yeah, I started dancing. Nothing can stop me, I'm all the way up. Eigentlich ist der Rivellino zu Rotterdam abgewusst, von der war Zandrängerzeit zu Lützeburg. Durch eine Lützeburgerin, die ihn in einem Club zu Rotterdam kennengelernt hat. An der Zwischenzeit hat er eine Hip-Hop-Tanzschule zu Niederranven, englischen Tanzgruppe, produziert vorüber Musik, erlebt Weekend als DJ Siano ab. Sing neu hemischt, da das Lo Dickrich, wo er noch den 27. Juni oben am Kader vom Eselsfestival auftritt. I'm very happy to play in Diekirch, and it's of course my hometown now, Donkey. So yes, I'm very happy to be part of the Diekirch community. First of all, the landscape. I really like the mountain parts, the greenness, the water. And what I like really about Diekirch is the diversity of people and the fact that in the summer a lot of people from the Netherlands here, and as I'm from the Netherlands, I connect very easy with the Dutch people here, so yes. Der Rivellino ist ein Pionier von der Amapiano-Musik, einer Sort Haus aus Südafrika. Der Vollblutmusiker mit südamerikanischen Wurzeln vermisst stark Holland, nur das Leben an die Kultur zu Rotterdam, der Party-Vibe. Aber sing neu heimisch, also zu Lützeburg, dafür sitzt sein Plan, nur das Leben ein bisschen abzumischen. Will dir den DJ Siano einmal live erleben, da kommt der 27. Juni oben um 7 an den Zentrum von Dickrich, wo ihr eine erste Kehr für Dickrich auftritt. Zter der Rentrée 2024 geht ein Deel von der Kamera aus der Krich bei den Dabbessen, Moyes an den Holderbösch und dabei all wieder. Aus dem Pilotprojekt Böschkrich ist mittlerweile eine fest etablierte Struktur gin, die nicht mehr von Dickrich wegzudenken ist. Den 13. Juni war die offizielle Ouverture. Et war eng ganz friedech Geschicht, wéi den 13. Juni die neii Böschkrich vun Dickricher geweit gouf, och Di Wusse waren richtig amused. Dobei waret schon e Projekt, das eng Zeit verlangt huet, fir de Präsident Clotilde singeriert erwähnt huet. Eng echte Keier war Direktrice Mireille Weiland 2015 mat der Idee kom. 9 Joer donno de lechte September du goufe deicht, wéi 2 Edukatrissen mat engem Grupp Kanner eng echte Keer an de Bëch gescheckt goufen. Zter hier ass hai runm meis Bëch kriech, ass et net trouech ginn, an haut sinn et 14 Kanner an 3 Zeierinnen. An e Minibus du ganz grosse Merci und als Chefrot, die en neuest Wäschbieren und engem Brede Lächen an de Bëch feiert. Kameras zum Grupp Wäschbieren an der Krich bei den Dabbessen Dief soll sech bewechen. Dofir hunn sie hai am Holderbëch verschiedene Laboratoiren ergeriecht.
Les laboratoires de motricité leur permettent de sauter, courir, grimper, ramper sur des éléments naturels. Ils y renforcent leur équilibre, coordination et conscience corporelle. Moes Fréiwer fennken darin der Beschkrich nach Miroe schon, van d'Wäschbeere géint Adauer am Bus aus der Gräger opgefuer kommen, gëtt moll fir d'allerreich ze Summe gefrühstückt. Ma dann mir frühstücken, wann wir kommen. Nom Frühstück gucken wir mat de Kanner wat sie wëlle machen als Aktivität. Wir proposieren de Kanner Aktivitäten. An die Kanner, die net wëlle mat machen, die dürfen da freispielen. Die anderen Kanner man mat enger Edukatrice die Aktivität, die geplant ass. Freispielen, sech frei bewegen, frei entschäden, dat ass de Wies vun enger Beschkrich. An do figet doch eng Matschkichen an der Bell alles so labt ass, as se stiffen d'Edukatricen heine ergreifen, an ëmmen unterstützen zur Seite stoen. De sogenannte Laboratoire scientifique soll de Kanner hire wissenschaftliche Vierwitz fordern. Ils peuvent faire tous, bien on reste en limite, mais ils ont le droit de jouer comme ça, ils manipulent le silo, ils apprennent à jouer, même si c'est sali, on change tout de suite après et c'est bon pour tout le monde. Kennst du mir wann ich Schrift helfen? Hier ist sie schon. Was sagt Simon? Natürlich helfen ich dir. Also meint sie sich zu summen auf den Weg. Oh. Du findest eine Maus. Oh. Das ist keine Maus. Ja. D'Entwicklung vun der Spruch gëtt am Beschaffer natürlich net vernolesig. Dëse méichsprachesche Grupp kriet fir auch regelmäßig am Spruchelabor Geschichten a verschiedene Spruche firgelees oder awer kind ze Summen op e puer Spruche Lieder gesungen. Die Leweklangen Holz, op dem sie heisitzen, goufen der edukative Equipe selber hergestalt, dat edukativ Personal an der Beschkrich ass mat Herz a Seel bei der Sach an Kanner die profitieren. Also die Kanner sind immens froh, am Anfang hatte mir Kanner, die konnten sich nicht richtig am Busch bewegen, also auch Trippeln sind oft gefallen. Und das sind Leute, die rennen und mir sogar einst so mal los. So. Also Kanner sind immens glücklich am Busch. Es war ein Krieg am Freien bietet einfach mehr Möglichkeiten wie ein Normalkrieg. So dürfen Kanner auch bei den Präparativen für das selber zubereiten, die es in der Hand mal packen. Feder spielt egal wie keine Rolle. Es wird draußen gespielt, agiert, egal ob es regnet oder schneit. Auch von April bis September wird sowieso ein Mittagsrast am Busch gemacht. An einem natürlichen Umfeld obfußen ist gut für die Gesundheit und für die Entwicklung der Kanner. Der sei dann noch rasant. Nicht nur die Klänge können sich gut developieren, was ihrem Körper freie Lauf lassen dürfen. Auch bei den Großen ist das noch so. Und dafür hat den LCD halt so dickrig das Jahr zusammen mit Professionellen aus dem Tanzbereich ein ganz besonderes Schulprojekt auf die Beine gesetzt. Wir sind kurz vor dem Auftritt vom Tanzspektakel Warriors 360 Grad. Eng Schüler aus dem LCD präparieren sich mit ihren Coachen auf den grossen Moment auf der Bühne. Mit am Bodo eng von den Profen, die das Projekt initiiert hat. Das ist ein alternatives Projekt zu dem Angebot, das an der Schule ist. An der Schule kann ein Theater machen, es kann ein an den Orchester gehen, es kann an Choral gehen, aber es gibt am LCD gibt noch kein Projekt, wo die Schüler sich die Möglichkeit haben, für hier Ideen und hier Emotionen über den Weg vom Körper auszudrücken. Und da kommt die Idee auf, für ein Tanzprojekt ans Leben zu rufen. Ja, wenn ihr ein Tanzprojekt hat, da brauche ich dann eben auch professionelle Tänzer, die eben die Projekte begleiten. Moi heeft ook Shisha Gelina und ich mache was an die Spektakel mit. Warriors ist am Anfang eine paraskuläre Aktivität. Am Prinzip gouf emultfach nie auf der Schule geprüft. Steck soll eng innerlich Reis durch Emotionen und Gedanken sein, gëtt den Jungen die Möglichkeit, ihren inneren Krieger zu entdecken. Ein Warrior, der nicht unbedingt kämpft, mit
ehrlich mit seinen Gefühlen geht. Und dann auch natürlich all hier Talente rauszukitteln. Das ist natürlich auch immer so ein bisschen mein Dada, was stößt an all einzelnen Jungen und nun immens viel Überraschung zum Schluss kriegt. Weil da können wir immer am letzten Stöppel, ab dem sind so, oh, kann ich nur noch tanzen oder kann ich nur noch einen Tanz machen oder kann ich nur noch singen oder so. Und natürlich greifen dann direkt darauf hin und so, okay, hey, wir machen das. Aber das ist auch immer ein bisschen Stress, weil sie denken sich, okay, ich kann da nicht echt mit dieser Idee kommen und so. Nee, weil das ist ganz willkommen und ich bin immens stolz auf sie. Sie haben immens gut geschafft. Und das Schönste, sie waren Jungs ablehnen und Frieden. Et gouf eng zu Summe geschafft, och ënner de Grossen, en andere Mamdanzer Sven Swarech fir de Jideré lehre kann ze danszen, dat fir agit vor engem dran, mat der richscher Uledung fir alles méiglech. Herauskom dann noch eppes unfirstellbares Junker diese Schei op ganz neiem Terrain komplett entfale konnten. Au fur et à mesure quand même, où les mois passent, les semaines passent, on a vu des gens s'ouvrir, explorer, oser. Donc moi je suis très satisfait, je suis très fier des enfants avec qui on a pu travailler. Et pour moi par exemple je suis parti maintenant une petite semaine donc j'ai pas vu les dernières répètes. J'ai eu le plaisir de découvrir le spectacle aujourd'hui en avant-première et je suis vraiment positivement surpris parce que j'ai vu des gens s'ouvrir encore plus dans les 3-4 jours où j'étais pas là. Donc voilà, tout est possible. Das ist auch immer meine Satisfaktion bei so Projekten, dass sie kommen und sie sind immens scheu oder unsicher oder voilà, sind ganz viel dann an dem Fakt, dass sie ein Inconnu sind, das macht dann noch Angst und dann, was sollen dann Schüler, wenn sie auf Bühnen gehen und so weiter. Und dann ab einmal los, aber das dauert dann ein bisschen, bis sie auch Vertrauen haben, bis sie auch mal mich kennenlernen, das Sven kennenlernen. Und dann irgendwann deblockiert sich etwas. Und das ist so ein spannender Moment, das ist ein ganz emotionaler Moment, weil ich mal so das ist am Anfang der Sinn, für was ich so Projekte einfach ganz gerne mache. Auch am Lycée sind sie froh über das Resultat von diesem Projekt, sodass andere Spektakeln nicht ausgeschlossen sind. Musikalischen Highlight vom Mond Mai, das heißt zu Dickrich aber der traditionelle Beierfest am Park bei der Gemeng. Auch 2025 bei der PMD het Flottfest nicht gut besicht. Beierfest zu Dickrich, also ganz bekannten der beleeften Fest doch von net wesentlich mi klengers wie moderne Event am Stiertchen. Natürlich fir op bei de Politiker. Beierfest kommen ich meine, dass e Mast du muss Südvereinen kommen. Also es sind all Hai leider as mein Mini loch an Eidel mir kann ja necker gefolgt gehen. Also ich wollte Südverein viel Spaß an wie gesagt ich hoffe dat Feder hält. Ich fand das Beierfest das immer eine gute Opportunität für viele Leute gesehen. Gött genug zu trinken, wir sind noch nicht geduscht, von wir da mir Chance. Du weinst das immer flott, all Jahres hinzukommen. Ja, ich fand das immer schön, das ist relativ flott mit der Kulisse, die ihr hier hört. Das ist am Park, also fand ich das dafür ganz schön. Und auch noch besser sogar mit dem Dickrischer Beierfest, dass es sogar gratis Bier gibt, Freibier, fand ich immens flott. So können wir noch ein bisschen mehr Spaß haben bei dem Ganzen. Für die Philharmonie von Dickrichers Beierfest aber noch viel mehr. Immerhin ist ein Event von ihren wichtigsten Finanzquellen, aber kein ohne Prinzipien. Wir probieren dafür als Musik auch immer Live-Musik auf der Platz zu holen. Wir gucken hier natürlich auch regional Orchestern dann zu engagieren. Mir das ist wichtig als Musik natürlich, dass wir Live-Musik auf der Platz holen, dass wir auch Jungleute unterstützen und dass das nicht alles aus der Büchse kennt. Und die Rechnung geht ab, auch wenn die Vierter für das Beierfest 2025 nicht zum allerbesten war. Die Stimmung, die war egal wie.
Am Juli dann steht en andere große musikalischen Happening am Programm, de Forum International pour Flûte et Piano. Das ist schon die 37. Edition von dieser heichkarätischer Sommerschule für Studenten und Jungprofessioneller. Den Organisator Carlo Jans sieht das lo, wer den dieses Jahr auf keinen Fall verpassen darf. De Forum International pour Flûte et Piano zu Décrech ass gefrode wie nie fir Drun. Fir die 37. Edition vun der musikalscher Sommerschule wo sech am ganzen 60 Musiker angeschriwen, 53 Flötisten a 16 Pianisten vun 27 verschiedene Nationen. Ja, apart das natürlich nebst der Internationalität von den Schülern auch die von den Profen. Weil so viel als das, wenn man so viele Schüler haben, man natürlich auch müssen bei den Profen ein bisschen beibauen, sodass man das Jahr echt verschiedene Flötisten, Profen haben, auch von echt verschiedenen Nationalitäten. Zwei Profen für das Piano, den Daniel Blumenthal, den ja ein zur sehr geheiert von Anfang an. Aber das Jahr neu dann der letzte Pianist Jean Müller, wo ich mich wirklich darüber freue, dass er auch dann dabei ist. Und dann die üblichen Begleiter, wo dann die Schüler begleiten an den Konzerten an Orpheanchören. De Jean Müller an all Janerprofe kann noch de Publikum den 18. Juli beim Konzert d'Ouverture an der Haller Kirche erleben. Profen machen immer den Auftakt von der Sommerschule. De Schüler dogent bleibt den Aufschlusskonzert behalten, den Decker den 27. Juli stattfindet. Aber auch dort gibt es immer ganz flott Konzerten, die besichen kann. Das wirklich faszinierend beim Forum pour Flûte et Piano ist aber die länderübergreifende Entente, die hier entsteht, an die noch während der Konzerte spielen kann. Seit 1988 und am ganzen 1300 Studenten aus 58 verschiedenen Nationalitäten Forum deelgeholt. Also das hat mich immer fasziniert als Organisator, als zu gucken, wie die verschiedenen Nationalitäten zusammen schaffen, sich kennenlernen, Freundschaften schließen, die langhalten, die der richtige Netzwerk gibt, an auch mänglich für den Außenstehenden, den Lo einfach bekannt sein können, wird das spüren. Die Internationalität, die Sprachen, die Leute, die aus China kommen, aus Amerika, aber so gut aus der Ukraine wie aus Russland, die sich da fanden, Taiwanesen mit Chinesen, also das ist schon ganz spannend. Musik verbindet, weil dein Spruch aus der jeder verstehen kann. Will die gerne an den Genuss von dem kommen, wird der Forum International pour Flûte et Piano an der Hinsicht zu bitten hat. Das ganze Programm mit den Konzerten findet ihr auf www.forumflûtepiano.com. Was die nächste Woche zu Décrech steht, das seht ihr am Agenda. Und wir sehen uns dann im Juli. Und zwar werden wir hier von der neuen Plage berichten. Also, bis dann. Adi. Den 22.06. Mittags um 4 ist auf der Kloster den Auftakt vom Volksfest um 4 Uhr vom Nationalfeiertag mit einem grossen Familienfest. Oben um 7 dann geht es weiter mit dem gewinnten Konzert auf der Platz. Um 10:30 was der Fagel zurückgesucht, um 4:11 geht es direkt 4 Uhr mit der Drohnenshow, die noch von der Kloster aus vivieren kann. Der 27. und 21. Juni findet den ersten Eselsfestival statt, eine Kombination von Eselsfest und Strassenverkauf mit viel Animation für großer Klang. Freitags geht es los mit dem Strassenverkauf am Zentrum von Décrech, oben um 7, als an dem Kontext am Stadtkehr auch ein Konzert mit DJ Siano gesucht. Samstags, den 28. ist neben dem Strassenverkauf am Zentrum dann noch Eselsfest am Park bei der Gemeinde für die zwei Seiten mit zu verbannen, als den der große Rallye durch Kommerze von Décrech organisiert, wo muss nur den verstoppten Eselscher sichern. Den Tag trop den 29. Juni invitiert die Kommission für das interkulturelle Zusammenleben von Mittels 12 Uhr auf ihren interkulturellen Picknick am Park bei der Gemeinde, wo Pläne aus der ganzen Welt serviert gehen. Jederin bringt etwas auf seiner Heimat mit, und sur place wird dann alles gedeelt. Den 10. Juli ist der Auftakt von Al Décrech mit dem Vernissage von der Palatera Sommerexpo am Kulturhaus. Das ganze Programm findet ihr auf www.aldecrech.lu.
Den 13. Juli Sondes ass vum Moes 10 bis owes 6 och am Porto Vert bei der Armee Herbierjo gesot, wo en Ableg an der Armee her Abecht kreet, wo en sech awer och fir engem Familiefest amüséiere kann. Den 18. Juli Mëttes 5 was hannner der Schwemm de grossen Opening vun der naier Dickerscher Plage, déi bis mit August ënner dem Numm Plage left, an nieft engem Flottekader viel Animationun ze bieten huet. Echten Derke et fir d'éischchte Part vun der Gemeng vun Erdauer rundreden C2Tree an den Donno den DJ Skidop. Et gëtt all der Rappes anderss Geburten, de ganze Programm fën den op der Facebook-Seite Plage zu Dickrech. Den 18. Juli sowes März an Reller Kirchten Optakt vum Forum International pour Flûte de Piano, an den 19. Juli asrem de Rendevous fir de Kidsday vum Syndikat am Park bei der Gemeng, e fest mat Iesen Drinken an Animationun, wo kannner op de Stand vun de lokale Vereineren eit Hobby kennenléieren. Zum Beispiel Handball oder Volleyball spielen, en Instrument bei der Philharmonie testen. Kidsday ass fir Algu Appes dabei.